Oh, 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 oh. Leute, ich bin noch nicht ready. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob das hier läuft. Läuft das? Man da schnell schauen. Yo, yo, yo. Peace, Leute. Jetzt live. Das ist ja schön. Hallo miteinander. Yo. Hallo zusammen. Sally. So schön. Bisschen Livestreamen. Sagen wir doch bitte im Mikrofon, gute Lautstärke, zu laut, zu leislich. Soll ich noch etwas verändern oder tönt es ganz crispy, clean und nice? Ich bin da gerade noch auf meinem Handy am schauen, ob ich irgendwie da den Stream irgendwie aufbekomme. Wäre nämlich schön. Oder ob ich einfach zu dumm bin dafür. Grüezi miteinander. Can. Ich sehe da, dass ich live bin, aber ich sehe nicht live, wie ich da zu meinem Livestream komme. Hey, wie kann ich meinen eigenen Livestream anschauen? Bin ich jetzt komplett durch bei Orange? Oh, das ist das falsche Fenster. Etwa so. Dann haben wir da noch den kleinen Stream-Chat. Yo, yo, yo. Grüezi miteinander. Alles super, das Liesling, super. Könnte ein bisschen lauter sein, haha. Okay, warte. Könnte ein bisschen lauter sein. Boys and Girls, bin ich lauter? Ist genug laut? Könnte es ein bisschen leislicher sein? Oder wie ist das? So. Genau. Wow, crazy. Ich bin ja schon ganz. Ich weiß gar nicht, was ich soll da machen. Yo. Ich habe gedacht, ich mache einen kleinen Stream, weil gerade schon länger kein Video mehr ist gekommen. Ja, 3 Wochen. Und darum habe ich gedacht, machen wir mal einen Stream, ein bisschen talken, ein bisschen schauen, was es so abgeht da. Ein bisschen, ja, einfach ein bisschen chilli vanilli den Stream da enjoyen mit euch zusammen. Ich habe euch jetzt da vorne angelegt und noch Leute bitte. Wenn ihr also da so... Sorry miteinander für all die gerade Kopfhörer in den Ohren hatten. RIP an euch. So, ist jetzt besser? Bin ich genug laut? Oder bin ich wenig genug laut? Zu wenig laut. Mann, ich bin einfach dumm. Ha. Ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich bei diesem Stream jetzt, weil ja, ich streame eigentlich nicht so viel und es ist irgendwie alles so halb ungewohnt. Und ja, was heißt halb ungewohnt? Ist fucking new. So, genau. Wie findest du Star Wars? Wegen dem Hintergrund. Ich habe Star Wars sehr gern. Ich bin jetzt nicht der mega Star Wars Fan oder so, aber ist cheesy und ich finde es eigentlich easy nice. Also ich finde die Welt recht geil. So. Wann kommt das nächste Video? Das nächste Video kommt bald. Und ja. So, nächsten Sonntag wahrscheinlich kommt ein nices Video. Macht doch zuerst mal schnell die 10.000 Abos auf meinem YouTube-Kanal voll, dann kommt ein neues Video. Nein, Spaß. Es kommt ein nices Video und zwar haben alle darauf gewartet. Ich tease es dann noch an. Es hat zwar niemand darauf gewartet, aber ich tease es gleich dann noch an. Und ja, der
Chat Podcast, Grüßli. Ja, Sali miteinander, noch 36 Abo bis 10.000 Jahre. Hoi Elia, der Privatchat schaut gerade frisch nach der Aufnahme vorbei. Yo, Peace, Leute. Welcome da in meinem nice kleinen Stream, die Elia und Marc und Maelo, wenn der auch noch dabei ist. Und seid willkommen in der Familie des kleinen Livestreams. Ja, ein neues Video kommt nächstes Wochenende, voraussichtlich. Es wird ein nices Video. Ich sage mal, ich habe schon mal über ein Video geredet. Ich habe gesagt, es kommt ein Video, wenn das und das passiert. Das und das ist passiert. Ich muss eigentlich gar nicht drum herum reden. Eigentlich kann ich es auch einfach sagen. Und zwar kommt ein super geiles Video. Und zwar der Gitarrenbeat kommt als Video. Also ich habe einen Song zu dem gemacht. Ich habe ein Musikvideo gedreht und jetzt ist der Song muss noch gemixt und gemastert werden und das Musikvideo muss noch fertig geschnitten werden. Und ich habe jetzt gedacht, dass ich da ganz kurz, warte, ich kann euch schnell zeigen, was ich da mache. Schnell schauen. Zack, Reactions. Und zwar können wir da mal schauen. Ich hit nämlich gleich 10.000. Also, dass das in diesem Stream passiert, glaube ich nicht. Wäre ultra crazy. Aber es kann fast gar nicht passieren. Ja, noch ein paar. Es sind gar nicht so viele. Es sind, glaube ich, noch 36 Abonnenten. Und denen ist crazy. Der hat eben gerade 2 Stutz gespeist. Und zwar Mafia-Werbung. Bitcoin am Abgehen. Skrrr. So, ja, nein, sappt doch alle schnell rein, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Abonniert mich. Ich will die scheiß 10.000 Follower voll haben. Genau, wir können ja da ab und zu wieder reinschauen, wenn es spannend wird. Ihr könnt ja sagen, ah ja, moin, Diabo, du kleine... Nein, Spaß. Ich liebe alle und mit mir nicht mal abonniert haben. Ah, nice, sind ihr gerade alle am Abonnieren und Deabonnieren? Nice, Jacuzzel. Nein, was ich eigentlich auch wollte sagen, ja, ihr könnt mir ja schreiben, wenn es da wieder heiß wird. Und ich gehe mal da wieder weg, weil ich habe gedacht, wir können uns ja vielleicht das ein oder andere Video anschauen, ein bisschen reacten auf das ganze Leben da draussen. Ich habe gedacht, jetzt, weil gerade Moelo sein Video ist online gekommen und ich das noch nicht gesehen habe, schauen wir uns doch am Moelo sein neues Video an. Ihr könnt mir natürlich gerne Vorschläge geben für andere Videos oder Fragen stellen. Es ist da nicht geplant, dass wir nur reacten oder dass wir da nur irgendwas machen. Ich denke, wir machen da ein bisschen alles, wo wir so Lust haben, wo ihr wollt sehen, wo ich Lust habe zu machen. Und haben gedacht, könnt mir ja da gerade ins Video hineinschauen. Freiburger erratet Basler Wörter vom Moelo. Oh shit, bei mir ist das hurenlaut. Lass schnell ein bisschen leise machen. Ihr könnt mir bitte schnell schreiben, wie laut das soll sein. Das Video. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem Video, wo ich baslerische Wörter errate. Laut, das leise? Einfach mal an und schnacken, nicht lange um den heißen Ball. Ist das gut? Ist das laut? Ist das leise? Jetzt müssen wir... Das hier ist übrigens der Adrian Vogt. Guten Tag miteinander, mein Name ist Adrian Vogt. Okay, können wir schnell sagen, ist das gut? Ist das nicht gut? Schau von Gewitter im Kopf mal an, kann ich mal machen. Der Giro Schweizerisch, ja, das können wir uns auch anschauen. Das kenne ich zwar schon alles, aber so. Das Liesling so laut, ich habe es jetzt eben so schön in der Mitte, ich kann es noch ein bisschen lauter machen. Ich tue einfach mal laufen lassen und ich fange an reacten und ihr könnt ja dann sagen, ob euch das laut oder zu leislich ist. However, das könnt ihr ja sagen, ich würde sagen, legen wir los. Leute bitte, ganz wenig Leute, ich habe ein bisschen Leute gemacht. Yes, der Gitarrenbeat, yes. Kannst du mich grüßen, Timo J.I. Grüß, gehen raus, TV an dich. Ein bisschen lauter, okay, ich mache noch ein bisschen lauter. So, also, ich würde sagen,
schauen wir uns das nice Video an vom Moelsen und let's go. Hallo zusammen! Hallo zusammen! Ich muss noch schnell etwas anderes machen. Ich will schnell da den Stream-Chat, muss ich mir da schnell irgendwie hinfegen, dass ich euch da gut lesen kann. Weil ich will ja sehen, was ihr sagt. So. Ach, ich kann ja nichts. Ist ja unglaublich, wie wenig ich kann. Gut, so. Halt. Bin ich ready jetzt langsam? So, jetzt bin ich ready. Gut, also. Legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu dem Video, wo ich Basler deutsche Wörter errate. Ich würde sagen, wir fangen. Ich und ihr könnt ja alle mitspielen. Heisst, wir können ja alle zusammen da miträtseln, was die baseldeutschen Wörter vielleicht für eine Bedeutung haben. Weil, ich bin mir sicher, ich kenne es ein oder andere nicht. Der Streamchat aus dem Bild nehmen. Stresst den? Ich kann den schon rausnehmen. Dann wäre es so. Stresst euch der Chat? Noch ein bisschen lauter, ja, ich kann das gerne auch noch ein bisschen lauter machen. So. Neuer Harry Podcast von Cold Mirror. Ja, das kann ich gar nicht. Muss ich ehrlich sagen, das kann ich gar nicht. Ist gut so, ohne den Chat. Ist das für euch besser so? Dann ist doch das gut. So ist besser. Okay, dann schauen wir jetzt das Video endlich mal an. Holy shit, Leute, das ist ja 3 Jahre gegangen. Gut. Ich fange mal an und schnacken nicht lange um den heißen Brei. Das hier ist übrigens der Adrian Vogt. Guten Tag miteinander, mein Name ist Adrian Vogt. Hab deine Schnurren, Alter. Genau, der Alitatorisch. Guten Tag miteinander, mein Name ist Adrian Vogt. Hab deine Schnurren, Alter. Genau, der Wieso denn Thanos? Hä? Bin ich dumm? Alitatorisch heute mit am Start. Der hat Basler deutsche Wörter hier zu wunderschönen Freiburg mitgebracht. Hallo! Ja, ich würde sagen, Hallo? Ich hätte keine Schwöre, ich habe das Hallo gehört. Komisch. hit mich gerade mit dem ersten Wort. Also, Gehen wir straight rein. Fackeln. Hey, könnt ihr mal aufhören, mich ständig zu unterbrechen? Manuel Weissert. 1 Stutz. Mercy für den Stutz. Ihre. Nicht lang Es auf ist den wirklich- heißen Brei. Der Milo ist dafür bekannt, der wartet nicht Ich warte nicht Der ab. geht Nee. rein. Dann fangen wir doch gerade an mit Büchsen. Büchse. Büchse. Also entweder ist es hure einfach und es ist eine Büchse, oder es ist so ausbüchsen, also ausbrechen, oder ich habe absolut keinen Plan, was das bedeutet. Büchsen. Da bin ich fast sicher, Büchse. was das ist. Also, Warte jetzt, du. Ja. Wenn du dir fast sicher bist, Ja. dann spitz einfach gerade raus. also es ist eine Dose, so eine Büchse. Falsch. Okay, das ist schon mal nicht alles klar, dass man das mal weiß. Es ist auf jeden Fall keine Büchse. Okay. Hä? Das hat wirklich Familienväter nichts mit Büchsen zu tun an sich. Nicht, die Büchse. Also es ist auch an sich eine Umhüllung. Es ist ein Kokon von einem Schmetterling. Nein! Es ist... Nein! Nein, Milo! Das tut den Mensch umhüllen. Büchse. Also ein Gefängnis. Also ich kann nur ausbüchsen, halt mit ausbrechen, aber Büchse zu einem Gefängnis hätte ich nie gesagt. Aber es könnte sein. Was hast du an? Was? Aha, Kleider? Was? Büchse sind Kleider. Bestimmte Art von Kleid. Büchse? So Boxershorts vielleicht? Ah, hä? Nie. Was ist das? Pulli, Nein. Hose, Nein. Unterhose. Auch, also es gibt alles auch von dem. Es Latexhose. gibt Es gibt alles auch. Büchsen. Zieht man nur an speziellen Anlässen an. Sind das so Lederhosen? Smoking. Oder etwas... Anzug, ja. Anzug. Ein Anzug! Bro! Mein Nachbar hasst mich. Hätte ich nicht herausgefunden. Du musst in Büchsen werfen, jetzt ziehst du eine Büchse an. Ja, Mann. Wieso
wieso bin ich so dumm? Ich habe schon gewusst, ich habe absolut nichts von diesen Wörtern. Es luftet hier unglaublich fest. Maelo, Grüße gehen raus an dich. Wir wissen beide genauso wenig wie der andere. Ja. Wir machen weiter mit Klöpfen. Für Nikolas, Ausrufezeichen. Danke für den Stutz. Ihre! weg. Nein, hast du das noch nie gehört? Das ist etwas zum Essen. Ein Klöpfer, das ist ein Servala, das weiss ich. Lol, jetzt ist gerade da der Kommentar von Maelo. Der musste geprüft werden. Ich musste annehmen, dass es geht. So, wo muss ich sein? Da, so. So, ein Klöpfer. Etwas zum Essen. Eine Frucht. Nein. Klöpfer. Ganz typisch schweizerisch. Ah, so was. Ah! Ey, wieso gibt es da die ganze Zeit Kommentare, die ich muss anzeigen lassen, oder nicht? So, weiter. Nein, so ein Uhr, dass die Uhr Brötchen nicht an, die kleinen. Schwöbli! Nein, das ist Schwöbli. Was nimmt jeder? Du musst dir vorstellen, das ist ein Schweizer Käppli, Schweizer? Sackmesser, Ja. Und ein Wanderschuhe. Servola. Ein Servola! Ja. Das ist ein Servola. Ja. Ein Klöpfer. Bei uns sagt, ohne Scheiß, Servala, ja, Klöpfer, das habe ich gewusst. wirklich, Region Basel, niemand sagt Servola. Nein. Nein, Ihr könnt ja draussen alle auch mitraten, wenn ihr wollt. Jo. niemand. Ich sage dir, Klöpfer. Klöpfer. Also ich tue das nächste Mal beim nächsten, wo er sagt, und ich pausiere und selber überlegen, was es könnte sein für mich, und dann könnt ihr sie auch reinschreiben. Jo. Ich will schnell da schauen, wie viele Leute wir sind. 72 Leute. Pieps, ihr habt ja absolut kein Leben. Aber es freut mich, weil ich auch keins, darum machen wir das zusammen. Ja, ich bin aufgeregt, ich habe meine schwachen 5 Minuten, es tut mir also leid. Ein Klöpfer? Das habe ich wirklich noch nie gehört. Du hure Klöpfer. Das ist ein Alter. Schenkelklöpfer. Das ist ein Klöpfer in der Hose. Ja, der ganze Grosse auch noch dazu. Nein, eben nicht. Nur so eine Standardgröße, oder? Oh Mann, mein Mund ist so trocken wie der See hier. Mann. Zufall, dass ihr gerade nach Schwänz über trockene Mühle redet? Danke, dass der Stream gesperrt wird übrigens wahrscheinlich wegen dem. Aber ja, gut, next. Das ist eigentlich ein See. Hier ist eigentlich Wasser drin. Aber Klimaerwärmung. Ey, sorry, ich hätte es nicht gesehen, dass dort kein Wasser drin ist. Ja, ich hätte es einfach nicht gesehen. Ist so schon vorgeschritten, der See trocknet langsam aus. Ja, der Hure. Spaß beiseite, es ist nur ein Stausee. Käpseliwasser. Käpseliwasser. Holy shit, das ist sicher Kaffee. Aber keine Ahnung, ob das wirklich Kaffee ist. Aber das könnte man mir noch vorstellen, wenn es so Käpseli, das Käpselin und es kommt halt aus dem Käpseli, es war Kaffee. Wahrscheinlich nicht. Käpseliwasser. 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 Was ist Käpseliwasser? Bro! Keine Ahnung. Käpseliwasser ist Schreibt ihr mal rein, was ihr denkt, dass Käpseliwasser ist. Kohlensäure. Mineralwasser? Nein, Käpseliwasser. Ja, mal, es macht schon Sinn. Aber, ja. Säurewasser. Sprudeli, Käpseli. Ja. Jawohl! Wow. Endlich mal ein Wow! Jo, ich hätte es nie herausgefunden, nicht in 10 Jahren. Sofort. Mit diesem Mod hast du einen Versuch zum Sagen. Nur ein Versuch. Ein Versuch. Okay, ja. Das ist ein Fallen. Okay. Ein Versuch. Ist ein Trap. Ein Eiskasten. Eiskasten. Also, wenn es jetzt irgendwie ein Gefrierer ist, wäre es ja hure lame, weil das ist es eh nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ja hure geschissen. Also, es wäre ja hure einfach so. Schau mal weiter. Okay, ich muss überlegen. Du bist sicher schon auf... Ich bin wahrscheinlich auf dem Falschen, auf dem Holzweg. Nein, es ist ein Eiskasten. So ein Frigo oder so, aber es kann es nicht sein. Ein Eiskasten, ein Bierkasten.
Ich probiere es einfach. Also? Hast du einen Briefkasten? Nein! Nein! In welchem Kasten hat es Eis drin? Ah! Eine Gefrierbox. Aber es ist der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank. Ja, Kühlschrank, ja, Frigo. Ja, hätte ich mir denken können, so. Bissi-Zepting kannst du nachher auch noch. Das könnte ich auch noch, zum Beispiel, ja. Ich habe, glaube fast noch nie in ein Bissi-Zepting geschaut. Ich weiß gar nicht wieso. Ist es cool? Schreib mir mal, ob Bissi-Zepting cool ist für alle, die es schauen. Yo, ich sage den Namen jetzt nicht, aber was geht ab? Welcome im nice kleinen Streamli. Ah, dort hinten ist das Licht angegangen. Ich habe mich da gefragt, warum da hinten in der Facecam, da hinten, Licht ist. Das ist das Ding. Und Eiskasten die sagen denkt doch jeder. Briefkasten, bin ich dumm? Ja, Bro, aber Briefkasten ist ja noch weiter daneben, als wenn man am Markt würde sagen, er ist dünn. Ha, die Jokes mit dem Markt ist fett, sind ja langsam echt nicht mehr lustig. Ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist es der unterhaltsamste Stream, den wir je geschaut haben. Aber... Ja, weiss doch auch nicht. Gnäpfli geben oder Gnäpfli bekommen? Knäpfli geben oder Knäpfli bekommen? Was ist zum Fick ein Knäpfli? Bro, was könnte das sein? Ein Knäpfli, entweder so ein Münchi, also so ein Küssli, so. Oder ein Knäpfli. Also so ein Korb. Ich sage jetzt einfach mal ein Küssli. Aber das stimmt eh nicht. Aber ich sage jetzt einfach mal das. Weil, ja. Hey Bro, geh weiter. Bro. Das Knäpfchen, so einen Klapp. Nein. Ich bekomme so einen Klapp. Nein, Nein, aber ich würde gerne einen Klapp von geben. Das ist ein Tipp. Au! ich bekomme so einen Klapp. Nein, Nein, aber ich würde gerne einen Klapp von geben. Hat jetzt das echt wirklich so geklappt oder hat der Meiler da noch müssen nachhelfen mit Soundeffekten? Can, machst du wieder mal ein Fan-Treffen? Ja, das hängt zusammen mit, wenn ich 10'000 Abonnenten noch erreicht, der Adi hat es ja schon geschafft, dann machen ich und der Adi ein Abonnententreffen. Also es werden dann auch noch Mark dabei sein und Maelo, Natti Style, Mr. Elia, alle, wenn es wollen, natürlich. Also wahrscheinlich, wir wissen jetzt noch nicht ganz genau was wie wo, wird in Zürich sein. Wahrscheinlich nach der Sommerferien. Wenn ihr alle wieder da sind, machen wir ein nices Fan-Treffen. Und erst nach der Sommerferien, damit wir noch ein bisschen Zeit haben zum Planen und dass wir können, ja, irgendwie da etwas Nices für euch auf beistellen mit vielleicht ein bisschen, ja, etwas Grösseres. Ich weiß auch nicht, das letzte Mal sind schon über 100 Leute gekommen und wenn wir das noch ein bisschen mehr ankündigt und jetzt haben wir ja mehr Abonnenten, heisst mehr Leute, die kommen wahrscheinlich so. Ja, genau. In Zürich wahrscheinlich ist das. Jo, Stop-Motion-Video vom Sir-Vlog kannst du ja mal noch reacten. Ja, wenn das Video fertig ist, dann schauen wir schnell an, bei was für einer Abonnentenzahl ich stehe. Und nachher könnt ihr Vorschläge geben, für was für Videos ich soll anschauen soll. Und es ist noch eine spannende Frage gekommen, was meine Meinung dazu ist, dass der Ju mein Video kommentiert hat, weil der Ju hat ja mein Video kommentiert, für alle, die es nicht wissen. Also, das mit dem Papierflieger hat darunter kommentiert. Nice, dass der auch in die Schweiz ist gekommen. So. Sorry, dass ich bei allem absolut lang brauche, aber weißt du, da Nachrichten und dies und das, 1000 Eindrücke. Schwierig Livestream. Ich sag's euch, probiert es mal aus. Schwierig. Absolut nicht, aber ich möchte es gleich. Oh, Can, du hast... Oh, hä? Das kann aber jetzt nicht sein, oder? Ist das jetzt wirklich so? Dass mir noch 4 Abonnenten fehlen? Ja, genau, eben. Es fehlt mir... Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt hat er mich fast glücklich gemacht. Naja, also, ich sage jetzt mal, wir machen da weiter beim Video. Ich habe da gerade noch mal einen Kommentar gelesen. Da,
Leute finden Zürich nicht ganz okay, aber Zürich ist wie das Zentralste von überall zu erreichen. Darum machen wir es dort. Ach, ich bin wieder unfähig. Musst du einen Tipp geben? Ist schwierig, Ja, du oder? musst einen Tipp geben. Ich weiß Knäpfli geben. nichts. Ich weiß nichts. Wenn in der Schule hat man gerne Knäpfchen gegeben. Ein Lämmer oder so? Der Lehrer zum Beispiel hat man gerne Knäpfchen gegeben. Können wir nach der Reaction ein Live-Spiel spielen? Also ein Wörter erraten mit den Livestream-Zuschauern? Ja, das können wir sehr gerne auch noch machen. Nachher, wo ihr zum Beispiel Sachen reinschreibt, die ich muss erraten muss. Jo. Ich muss fast 100 Franken zahlen für die Herren. Ja, es tut mir mega leid, wir können es wie nicht allen zurecht machen. Und wir haben uns wie müssen entscheiden. Das letzte war in Bern. Und das mal in Zürich. Weißt, Zürich ist irgendwie von Basel hat man eine Stunde auf Zürich, von St. Gallen hat man eine Stunde auf Zürich, von Bern hat man eine Stunde auf Zürich. So, es ist von überall, oder von überall natürlich nicht. Wenn du von Genf kommst, dann fahrst du zuerst mal ein Zeitchen. Aber es ist so von vielen Orten nicht so weit. Aber ich tue jetzt das Video fertig anschauen, weil es mich selber noch interessiert. Und nachher können wir über das Thema sonst nochmal käsen. In der Lehre haben wir gerne das Knöpfchen gegeben. Das klingt so geil! Hä? Es gibt eine Sendung im Deutschen, die ist nur um Knäpfchen geben aufgebaut. Da geben sie ganz viele Prominenten geben sie Knäpfchen. Knäpfli geben ist wahrscheinlich eine Rose geben. Wegen Bachelorette. Oder auch absolut nicht. Aber ja. Can, was hörst du für Radiosender? Absolut nichts, ausser manchmal SRF 3 vor allem. Wie sagt man das? Wie heisst es jetzt? DRS3 heisst es ja nicht mehr. Wie heisst es? Heisst es SRF 3? Nein, heisst es nicht. Egal, ich weiss nicht, wie es heisst. Tschüss. Da sind ganz viele Prominenten geben sie Knäpfchen. Fragen? Nein. Viele Monate später. Pranks? Ja. Was? 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 Ein Prank, ein Knäpfli. Hätte ich nie herausgefunden. SRF 3. Was habe ich gesagt? Keine Ahnung. Knäpfli geben, nie herausgefunden. Streich spielen. Streich spielen? Knöpfchen? Und wenn die Frauen mich sehen auf der Straße, dann gibt es immer einen Druckenden. Ein Druckender. Ah! Kein Plan. Ein Druckende. Ah. Ja, es könnte so. Ah ja, halt, aber also das wäre so, wenn es viele Menschen hat und man sich so ein bisschen. Weißt du, so, dann gibt es so eine Traube und dann drucken sich alle so ein Druckende, weißt du, wenn es so viele Menschen hat, wenn so alle so sich ein bisschen reinstossen oder so. Also weißt du, wenn alle so. Es hat wieder absolut falsch, es tut mir leid, aber wenn alle so sich drängeln, so ein Gedrängle, genau so ein Gedrängle. Ich muss da immer noch in Kommentaren lesen. Sorry für das. Da hat jemand einen schönen Kommentar geschrieben oder einen schöne Beigabe gehabt zu diesem Stream, dass er das Video mit dem Papierflieger sehr cool hat gefunden und viele Schweizer YouTuber hat kennengelernt. Das freut mich sehr. Cool. Ein Druckende, eine Umarmung. Ja, das könnte schon sein. Ja, eine Umarmung könnte schon sein, aber ja, könnte schon sein. Aber fände ich fast ein bisschen schwach, weil dann wäre es doch ein Drucken wäre dann eine Umarmung. Und der Druckende wäre dann so eine Massenumarmung oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Also so rein mein Kopf. Vergewaltigung. Bro! Das war's mit dem Stream. Ich gehe, tschüss. Natürlich gehe ich nicht. Leute, ich bin da. Es ist so schwierig, euch anzuschauen, weil die Kamera ist so klein, die ist in meinem Laptop drin. Ich sehe nichts. Also. So, schauen wir einmal weiter. Was ist jetzt da los? Später hin und so.
Ah, eine Umarmung. Nein. Nee, das ist eben so Eine Umarmung ist es nicht. Leute, es ist keine Umarmung. Also alle, die Umarmung geschrieben haben, sind falsch. Also, schauen wir mal, was es noch sein könnte. sicher gewesen. Zum Beispiel vom Fußballmatch gibt es finnische Druckete. Vor dem Fußballmatch gibt es eine Druckete, eine Schlange. Es könnte eine Schlange sein. Leute, könnte es eine Schlange sein? Can muss los. Ich habe eine Frage. Kannst du mal etwas mit dem frittierten Lärsu machen? Vielleicht gibt es mal etwas. I don't know. Ja. Muss kostigen? Ja, auf jeden Fall. Also, schauen wir da mal weiter. Alle, ich will ja nichts sagen, aber ich bin jetzt ein Gefühl schon eine Stunde an einem Video, das 6 Minuten geht. Damn! Ich glaube langsam so, also wie muss man umgehen? Holy damn crap, der muss ja nonstop ist da ja bei dem alles am Laufen. Holy shit. Ja, ich schau mal weiter. Ah, du tust Also entweder ist es eine Schlange oder ein Gedränge, sage ich. auslosen. Nein, vom Fußballmatch. Wenn du ins Stadion rein willst, dann gibt es manchmal eine Druckete. So eine... Ah, okay. Ein Drucken heisst, es sind ein Gedränge von Ja. Leuten und es ist so Ja, eng ja, und ja, alle ja. drücken, Ja. ein Gedrängel. Das ist ja eine Druckete. Ah, ja. Cortège. Es ist französisch, oder? Ja. Ein Cortège ist so eine Eigentlich gibt's es nicht mehr. Veranstaltung, so ein Cortège. Ein Gedränge von Ja. Leuten und es ist so Ja, eng. ja. Ja, also es ist ein Gedränge. Also da habe ich ja schon mal absolut recht gehabt, weil ich bin ein fucking Genie, Bro. Und alle drücken, ein Gedrängel. Absolut nicht, aber muss los. Das ist ja eine Druckete. Ah, ja. Cortège. Es ist Das ist ein effizienter Stream. Jungs, wenn ein Stream, Jungs und Girls, wenn ein Stream effizient ist, dann der. Aber auf eine andere effiziente Basis. Bro, wir sind effizient, sein Vater. Oder auch einfach absolut nicht. Darum machen wir jetzt weiter. französisch, oder? Ja. Um was geht's? Ah, ja. Cortège. Ein Cortège. Ja, wenn ich jetzt das... Also es sagt mir etwas. Also das Französische, so eine Cortège. Aber ich kann es gerade absolut nicht zuordnen. Ich bin einfach zu dumm. Es ist französisch, oder? Ja. Ein Cortège ist so eine Eigentlich gibt's es nicht Veranstaltung, so ein Cortège ist doch ein bisschen... mehr. Ja. In Basel, der Cortège zu Basel gibt es einmal im Jahr. Umzug. Ja, jetzt... Wieso sagt ihr jetzt das genau gleich? Jetzt glaubt mir eh niemand. Ich hätte jetzt gesagt, ein Fasnachtsumzug. Aber das auch nur wegen seinem Tipp. Also ich hätte es nie herausgefunden. So. Umzug. Ja. Ist ja Umzug, ein Gott. Bro, du hast fast 10'000 Subs. Ja, ich habe vorher schon nur irgendwie 3 Abos mehr gehabt, darum ich schaue das Video fertig, nachher können wir schauen. Oder soll ich wieder auf den Live-Sub-Counter gehen da? Hä? Ist ja wie passiert, ist ja gar nicht passiert, oder ist es anders? Nein. Ihr seid mich doch einfach nur am Natzen. Bros, hört doch auf! Jetzt haben wir da selber noch folgen. Holy shit, ganz zurück. Halt, stopp. Weißt du, das ist fies, wenn ihr das sagt. Dann freue ich mich immer so, oh, ich hätte jetzt ja vielleicht 10'000, aber nein. Das ist fies. Also, fertig. Jetzt schauen wir das Video fertig. Cortège. Ja. Also der Also Fasnachtsumzug. Ja, Ja, aus dem Fasnachtsumzug, aber das hätte ich nicht herausgefunden ohne Hilfe. genau. Das ist der Cortège. Fasnachtscortège. Ja. Fieserle. Oh. Was? Ja. Ein Umzug. Ja. Ist ja Umzug, ein Cortège. Ja. Also der Also Fasnachtsumzug. Ja, genau. Das ist der Cortège. Fasnachtscortège. Ja. Fieserle. Fieserle. Fieserle? Fieserle. Ah, ich gehe jetzt mal ein bisschen fieserle. Oh. Also, Pinseln. Nein. Fieserle. Keine Ahnung, das klingt so wie, ich gehe mal pfiesen. Pfiesen. Ich gehe mal schlafen, pfiesen. Aber Pfeiserle klingt dann wieder nicht so.
Mal schauen. Da schreiben noch ein paar Leute. Nein, es interessiert mich, ich wollte dich nicht verarschen. Warte eine Woche, nachher hast du 10k. Ja. Also es stresst mir jetzt überhaupt nicht mit diesen 10k. Leute im Fall. Ich bin schon nur glücklich, dass ich 10k Abos erreichen darf. Danke für dass ihr meine Abonnenten sind und da zuschaut, während ich da live bin und so. Also danke für das und 10'000 Abos freut mich mega, aber es ist nur eine Zahl und wenn ihr zuschaut, das ist das, was für mich zählt. Darum danke schnell für das. Macht doch mal alle eine Insta-Story und pusht. Nein, ihr müsst nicht eine Insta-Story machen und mich pushen. Danke Nati, ist okay. Danke, ziehst mein Video rein, by the way. Sehr gerne mal, es macht sehr Spass. Man kann super cool mitraten. Ich finde es ein perfektes Video für den Stream. Wir hocken zwar jetzt schon 3 Jahre an diesem Video, aber nichtsdestotrotz, hey, es tut mir im Fall leid, wenn ich euch nicht anschaue, aber ich sehe euch einfach nicht. Ihr seid da so ein kleiner Punkt auf dem schwarzen Ding von meinem Computer. Also es tut mir leid. Ich schaue da irgendwie immer in mich an, wenn ich rede, entweder. Oder da unten dran da steht eben mein Laptop. Mein Laptop ist wie mein zweiter Bildschirm, dort ist Stream drauf und der Kommentar und so, das ist alles da. Und da ist mein Hauptbildschirm, also der grosse. Und da schaue ich das Video und ja, tut mir leid. Aber ich tue da mal weiter. Etwas anmachen. Nein. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Ich glaube, sagt man das hier auch. Ich gehe ein bisschen Ich gehe noch ein bisschen Pause. Ja! Geh Pause? Bin ich richtig gewesen? Dann bin ich richtig gewesen mit Schläfli. Geh Pause. Dann bin ich richtig gewesen. Props an mich. Schlafen! Ja, genau. Spazifiziert. Also ich kann Spazifizotteln, das ist Spazieren. Aber das, was er da sagt, ey Bro, noch nie in meinem Leben habe ich das gehört. Sag's nochmal. Ich muss mich konzentrieren. Ich sage das Wort selber nicht in meinem Alltag, Ja. aber Spaz... Sehr feiner Regen, Pfisserle. Ja, das wäre auch logisch. Aber ist es nicht. Wäre logisch. Spazifizerzeln. Spazifizerzeln. Ist das ein Nomen oder? Spazifizerzeln? Ja. Nein, es ist ein Verb. Ich habe es groß geschrieben, es ist ein ich Verb. tue Spazifizerzeln, du tust Spazifizerzeln. Ein kleiner Spaziergang um das Quartier. Ja. Schon? Also, eigentlich einfach spazieren. Okay, ja, in dem Fall ist es wie Spazifizotteln. Also, kann ich den Begriff so. Wieso? Jetzt einfach noch dran gehängt. Also meine Damen und Herren, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also eigentlich hat es mir gefallen, weil Baseldeutsch, das ist unglaublich gutes Dialekt. Und jetzt findet ihr nochmal hier das Bild, egal. Der Link zu seinem Video ist ohne in der Videobeschreibung, gerade der erste Link. Wo? Also, Okay, ich bin leider gerade im Inkognito-Fenster, wie man dem glaube sagt. Darum kann ich da nicht ein Like geben, aber geht doch alle, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut doch bei Milo auf dem Channel vorbei, lasst dort ein Abi da, gebt ihm ein Like, weil der Boy hat es verdient. Er macht echt nice Shit und glaube sogar im Moment weekly. Also, wenn ihr meinen goldenen Kanal halt verfolgt, dann wisst ihr, dass da manchmal vielleicht eine längere Pause kommt, weil ich ein bisschen Zeit investiere in ein nices Projekt. Ist jetzt gerade wieder eins am Laufen und es kommt nächste Woche online. Ziemlich sicher. Am Sonntag. 19.00 wahrscheinlich. Aber ich bin noch nicht sicher. Und falls ihr in diesen Pausen, wo nichts kommt, wollt, nice Videos schauen, geht bei Milo vorbei. Haut da mal ein paar Likes da. Die 100 Likes müssen geknackt werden. Wahrscheinlich ist es schon lang über 100 Likes. Warte. Good grammar and spelling. Noch nicht über 100. Also Leute, 200 Likes machen wir da jetzt voll. Nein, Spaß, wir schauen wahrscheinlich nicht mal 100 Leute zu. Wir schauen wahrscheinlich 2 Leute zu. Wie viele schauen zu? 63. Hey Leute, haut ihm mal ein Like rein und dann kommen wir wieder zurück auf den Stream. Ich würde es jetzt auch machen, aber ich bin leider da nicht drin. Und ich gehe jetzt schnell auf den Live-Sub-Count. Da sind wir immer noch am gleichen Ort, also da passiert nichts. Das ist eben, also ich würde sagen, ich könnte da jetzt wahrscheinlich noch 3 Wochen davor hocken und das wird nicht passieren. So. Also das ist irgendwie nicht wie bei den grossen Ami-YouTubern, wo du einfach zuschauen kannst, wie das umgeht. Jetzt habe ich noch ganz kurz über etwas reden. Hoppala. Und zwar hat es auf meinem Kanal stattgefunden, und zwar da.
Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder nicht. Und zwar hat der Julian Bam unter dem Video kommentiert. Und zwar ist das der Kommentar. Ich glaube, ihr seht den auch. Und zwar hat er geschrieben, schön zu sehen, dass unser Papierflieger auch in die Schweiz geflogen ist. Herzchen, coole Aktion. Und ich weiß nicht, das haben vielleicht der eine oder andere mitbekommen. Vielleicht hat es absolut... Oh! Ich kann ja gar nicht liken. Vielleicht hat es absolut niemand mitbekommen. Ist jetzt auch nicht mega weltbewegend, aber es hat mich aber gefragt, was ich davon meine. Ich muss sagen, ich habe mich mega gefreut über den Kommentar. Und ich habe mich so gesehen, gefühlt irgendwie in dem Moment so... Oh, ja gut, das Video hat 12'000 Aufrufe, das ist jetzt auch dumm zu sagen. Aber es hat irgendwie keine Ahnung. Ich habe mich einfach gefreut über den Kommentar und irgendwie habe ich es schön gefunden, dass das auch bis zum Julian Bam ist gekommen. Also es ist sein richtiger Kanal, ihr könnt es da schauen. Ich habe das da nicht gefaked oder so. Also ich habe mich einfach gefreut, aber ich freue mich über alle Kommentare von euch, über jeden Einzelnen. Jeder, der ein anderes Video kommentiert hat, egal, unter meine Videos, ich bin mega dankbar und natürlich habe ich mich über den Julian Bam gefreut, weil ich den Julian Bam schaue und weil ich den Julian Bam cool finde. Ja, gut. Und in diesem Fall, ein nächstes Thema. Ich würde sagen, schlägt mir doch mal ein Video vor, das ich anschauen kann, das vielleicht noch nicht mega alt ist, das ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Könnt ihr mir einfach Vorschläge machen und ich schaue da mal durch. Und so, danke Can, sehr gerne Maelo. Facts würde ich sagen. Was ist mit dieser Serie, die du gemacht hast, sehen? Da gibt es auf jeden Fall wieder eine Folge. Wir müssen ein bisschen schauen, wegen der Jahreszeit. Es war im Herbst und man sieht auch, dass es Herbst ist. Und jetzt, ich hoffe, dass wir diesen Herbst auf jeden Fall eine weitere Episode aufnehmen können. Ich will jetzt nicht jedes Jahr nur eine Folge rausbringen, aber es ist so ein bisschen ein Projekt. Es hat mir relativ viel gekostet und ich eigentlich mega auf Sponsorensuche gehen und ich bin jetzt aber nicht... ich bin nicht so fest auf Suche gegangen, wie ich eigentlich gerne wäre gegangen, aber es ist einfach ein Zeitding, weil ich keine Zeit habe. Und ja, genau. So ist das. Genau, also es kommt sicher wieder mal etwas, aber Fabulous Escape 2, das habe ich gesehen, das ist doch das von dem Biker. Von dem Fabio Wittmer heisst der, glaube ich sogar, ja. Das ist ein krasses Video, also wer das noch nicht gesehen hat, da fährt er mit dem Velo Skipiste durch ab. Also natürlich ist das nicht in einem Shot gefilmt, aber cooles Video, schaut es euch an. Kannst du auf Flips bei Robin reacten? Er ist voll krass. Krass Klassenfahrt Swiss Beatbox Grand Beatbox Battle 2019. Beatbox, das ist so ein bisschen etwas, das ist so ein lustiges Phänomen in meinem Leben. Ich weiß nicht, wieso das Phänomen auftritt. Ladies and gentlemen, this. Holy shit. Aber ich kann euch schnell erklären, um was sich das handelt bei diesem Phänomen. Und zwar ist es so, dass ich hure oft Ideen, und das klingt jetzt so dumm und ihr müsst mir auch nicht glauben, sondern ich glaube es für mich. Also ich glaube es für mich. Ich weiß, dass es wahr ist und wenn ihr es nicht glaubt, dann glaubt ihr, was ihr glauben wollt. Und zwar habe ich früher, ich weiß gar nicht, was zuerst war. Lol. Ah, das ist ein Helikopter. Jetzt habe ich gerade gemeint, ich habe da UFO-sichtig. Nein, was ich auch sagen wollte, ist, ich habe ja mal Dreads gehabt. Ich weiss nicht, für alle, die es wissen, ich gehe schnell auf meinen YouTube-Kanal und dann kann ich euch schnell zeigen. Ich habe mal Dreads gehabt, für alle, die es nicht wissen. Und bevor ich die Dreads gemacht habe, musste ich mir natürlich meine Haare wachsen lassen, oder? Weil man lässt sich ja Haare wachsen, weil sonst geht es wie nicht. Oder? Also ich kann nicht mit kurzen Haardreads machen, außer ich tue mir Sachen rein. Also Haare rein. Also man sieht es auch nicht so gut, aber ich habe da Dreads, also da sieht man es schon ein bisschen besser. Ich habe da Dreads, ich sehe aus wie der absolut Spasti, aber ich habe Dreads gehabt und ich habe mir die Dreads machen, schon länger, und dann sehe ich, nice, Justin Bieber hat genau die Frisur, einfach mit weiss gefärbten, also mit bleachten Dreads. Und das war so der Abfuck, weil ich so das Gefühl hatte, nachher haben alle das Gefühl, ich hätte es vom Justin Bieber. So.
Und nachher, später, ist es mein Ziel, also ich wollte reisen ohne Geld für Kost und Logis. Also heisst, ich gehe noch mit hin und arbeite dort, damit ich ein Bett und das Essen bekomme. Also heisst so einfach ein bisschen in der Welt touren. Und nachher macht er ungespielt seine Nulltour. Gut, das war jetzt so, so, ja, das ist jetzt nicht so mega das Ding, so, aber ich habe so gedacht, so, hey, wieso passiert immer so Zeug? Oder zum Beispiel, ich Beatbox recht gern, so, und ich habe hure Schiss, das zu zeigen, weil ich Schiss habe, dass Leute so sagen, du machst ja mega nur das nach, du machst ja mega nur den nach. Also es ist natürlich alles eine Kopfsache von mir, aber gleich ist das so. Es ist noch lustig, dass irgendwie die ganze Zeit so Sachen, die ich gerne mache, irgendwie andere Leute schon machen, wo ich dann das Gefühl habe, so. Ja. Aber ich Beatbox nicht wirklich gut. Ich habe mal einen Beatbox-Workshop gegeben an der TubeCon und das ist so, ich habe so ein bisschen so ja, ein bisschen kann ich schon Beatboxen, aber ich schäme mich immer ein bisschen dafür. Ja, genau. Darum zeige ich jetzt auch nicht. Gewitter im Kopf, Gewitter im Kopf, Gewitter im Kopf, Live-Running, Flips. Wo kennst du den Oscar eigentlich? Ich habe den Oscar bei der Nulltour kennengelernt, bei der besagten Nulltour habe ich den kennengelernt. Cool. Also, ich schaue einfach mal bei Gewitter im Kopf vorbei. Es ist zwar, ich weiss nicht, ob ich mir ein Video wirklich anschaue, wenn es eins hat, das mich gerade spannend dünkt, schaue ich es an, aber der Kanal ist gerade so am Laufen und es reacten irgendwie alle drauf und ich habe irgendwie so ein bisschen die Reactions drauf. Ja, ich habe sie nicht gesehen, sondern sie sind schon lustig, aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da einreihen will, so, weil ich würde vielleicht gerne auf Schweizer Content reagieren. Darum habe ich vorher noch gesehen, Sir Vlog hat anscheinend ein Stop-Motion-Video gemacht. Wie schreibt man ihn? Sir Vlog. Ist das... Oh. Hey, der Sieg ist ja aktiv. Das habe ich gar nicht gewusst, dass der so aktiv ist. Ja gut, tschüss. Welches Video meint ihr? 15 Fakten über mich. Ich bin wieder zurück. Es hat Veränderungen gegeben. Ah, da, ein Video nur aus Fotos. Stop-Motion-Kurzfilm. Schauen wir uns das an. Ich habe auch mal einen Stop-Motion-Videofilm gemacht, und zwar aus Lego. Also natürlich früher ganz viel, aber dann so mal ein kleines aufwendiges Projekt. Ich habe das, glaube ich, leider nicht mehr auf meinem Computer. Ich hatte es auf einem alten Computer irgendwo und den habe ich nicht mehr, den habe ich weitergegeben. Den hat meine Mitbewohnerin jetzt so. Dort. Aber also ich weiss, wie viel Aufwand das ist und wie viel Aufwand das bedeutet. Ich habe, glaube für 2 Minuten, auch so 2-3 Minuten, keine Ahnung, 1000 Fotos gemacht oder so. Ja. Das könnte man ja noch vielleicht Vollbild machen. So. Ich habe glaube noch nie so eine Art von Stop Motion gesehen, so im Style von einem wirklichen Video. Weißt du, so, man kennt ja so Stop Motion eben mit Lego, das kennt man. Aber so, ich glaube, ich habe noch nie so Stop Motion geschaut. Oh, Bro. Macht das nicht, das ist nicht gut. Aber es ist 4:3 das Format, oder? Also es hat so links und rechts die schwarzen Balken, heisst, es ist glaube ich das 4:3 Format. Da bin ich mir aber gar nicht sicher. Macht er da gerade Fotos mit seiner Hand, während er sich bewegt? So tick 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 tick. Ist das so? Also ja, stell dir vor, er hat das mit der Fernauslöser gemacht. Wie sagen wir das?
Selbstauslöser, genau. Und hat die dann so, weißt, für jedes Foto musst du noch 10 Sekunden oder 5 Sekunden Vorlauf haben. Und nachher geht so eine Video einfach easy schnell mal, also weißt du, du filmst ja nachher easy lang und dann machst du easy lang Fotos. Darum ist eigentlich noch eine gescheite Methode. Hätte ich jetzt voll nicht dran gedacht. Also, holy shit. Oh. Also, ich muss sagen, ich finde die Idee sehr cool und ich finde es auch sehr cool umgesetzt und ich ziehe meinen Hut vor dieser Aktion so viel Aufwand, weil ich weiß genau, wie viel Aufwand das also ja genau, ich weiß doch nicht genau, wie viel Aufwand das war, aber ich kann mir vorstellen, dass es hure viel Aufwand war und dass es hure mühsam war, das Video zu machen und darum, schaut doch mal beim Sir-Vlog vorbei, gebt ihm ein Like auf das Video. Er freut sich sicher mega drüber, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Ja, genau. Dann schauen wir da nochmal auf den Live-Counter. Absolut die Abos gemacht. Nice, Schacusel. Nein, so gelobe ich mir das. Jungs und Mädels, schön, dass ihr mich abonniert. Danke vielmals, weil übrigens irgendwie über 60% der Leute, die meine Videos schauen, haben mich nicht abonniert. Darum sage ich das auch immer wieder, dass man mich kann kostenlos abonnieren. Und ich sage dir, wenn du mich noch nicht abonniert hast, Bro, es gibt Slaps auf deine Fresse in dein Gesicht. So. Ja, es wär schön gewesen, die 10'000 heute im Stream zu knacken, aber es hat es nicht wollen sein. Es hat einfach nicht sollen sein. Es hat einfach nicht... Ja, es hat nicht wollen, so. Aber Road to 0 Abonnenten, genau schwer. Weißt du was? Ich könnte doch dich... Maelo ist jetzt ein Moderator deines Kanals. Maelo, was kannst du machen, wenn du jetzt mein Moderator bist? Kannst du jetzt etwas machen? Was machst du nachher noch? Also ich denke, ich quatsche jetzt noch ein bisschen über da quatschen. Vielleicht schauen wir noch ein Video an, wenn eine coole Idee kommt, aber da weiss ich gerade nicht. Und sonst würde ich einfach ein bisschen labern. Mach doch mal einen Diss-Track gegen die Viewer, die dich nicht abonniert haben. Das wäre eine lustige Idee, aber das ist so... ja... keine Ahnung, vielleicht ein bisschen crazy. Aber ich habe ja der Mark Galaxy, ich habe ja dort mitgeholfen beim Mark Galaxy seinem Diss-Track. Also wir haben den Beat zusammen gemacht. Also, Hallo zusammen, willkommen back. Ich habe dort ein bisschen die Stränge gezogen und ein bisschen gemacht und der Mark hat gesagt, was ihm gefällt. So. Und ich habe das Video gefilmt und ich habe mit ihm aufgenommen. Also das ist wie, da bin ich schon voll im Diss-Track involviert gewesen. So, da habe ich genug Diss-Track gemacht. Ich und der Mark haben da zusammen den Daniel Paris Diss-Track gemacht. Und das war gerade genug zerfickig für die nächste Zeit.
ich kann Kommentare löschen, die nicht passend sind. Ah, nice. Ja dann, Milo, lösch alles, was du scheiße findest. Oder alles, was du das Gefühl hast, das habe ich nicht verdient. Ja. Genau. Ja, ich weiss, hast du schon mal Fabio Wittmer geschaut? Ja, wir haben es vorher sogar schon davon gehabt, wegen seinem, ich weiss gar nicht mehr, Fabulous Escape 2, das habe ich gesehen und das ist cool. Jo, du bist einfach der Beste, was epische Videos angeht. Danke vielmals. Ich habe gar nicht, was meinst du jetzt mit der Beste, wenn es um epische Videos geht? Habe ich viele epische Videos gemacht? Oder kannst du mal schnell erklären? Oh lol, ich sehe gerade da den Psycho-Track mit mir und Mark. Der hat einfach 20'000 Klicks. Holy shit! Müsst ihr mal überlegen. 20'000 Leute! Da muss ich los. Hure crazy. Ich würde sagen, wir reacten nicht mehr auf das Video, weil ich muss sagen, dass es irgendwie hure crazy anstrengend ist, auf Videos zu reacten. Und ich habe gedacht, wir können jetzt noch ein bisschen labern, wenn ihr das easy fändet. Habe ich gedacht, warte, können wir da auch wieder Just Talk-Stimmung machen. So, können wir noch ein bisschen labern und laborieseln, wenn das für euch auch drin liegt. Weil ich habe gedacht, ich kann noch ein bisschen reden und, weißt du, was habe ich auch noch gedacht? Holy shit, ich kann euch, ihr sind die Exklusiven, ich kann euch einfach einen Sneak Peek geben vom Gitarrenbeat, vom Musikvideo und vom Song. Also, darum ist das jetzt das Abschliessende, was wir machen. Also ihr könnt Fragen schreiben, ich antworte vielleicht auch zwischendurch darauf, aber das Hauptthema wird jetzt sein, wahrscheinlich der Gitarrenbeat. Wer nicht weiss, um was es sich handelt, wenn ich da vom Gitarrenbeat rede. Es geht darum, ich habe da in diesem Video, jetzt muss ich wieder die Ansicht wechseln, holy shit, Stress pur. So, ich habe da in diesem Video, habe ich eine Freundin, da habe ich eine Stelle drin, und zwar die da. Gute Frage, drop it. Da ist gefragt worden. Droppst du den Gitarrenbeat? Der ist hure fresh. Das ist eine gute Frage. Droppe ich den hure Gitarrenbeat? Wir können schnell zusammen den hure Gitarrenbeat anhören. Wir machen das so, Leute. Wenn das Video unerreichbare 1000 Likes hätte. Also ich habe da gesagt, wenn das Video 1000 Likes bekommt, dann mache ich einen Song mit dem Gitarrenbeat. Ja, das Video hat halt einfach mal 1227 Likes. What the fuck? Ist ja auch viel zu viele Likes für mein Leben. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut und ich lasse mich nicht lumpen oder habe mich nicht lumpen lassen und habe einen nice Track gemacht, einen ganzen. Ich glaube 4 Minuten geht der ganz, ziemlich genau. Und der Track kommt nächste Woche raus. Der muss jetzt noch gemixt und gemastert werden. Und ich bin gerade am probieren, ob ich das abgeben kann, dass das jemand anders macht, der das noch ein bisschen professioneller macht als ich. So. Also ich kann es selber, aber ich habe gedacht, also ich weiss nicht, wie gut es rauskommt. Also wie gesagt, ich habe die Hoffnung, wenn es jemand anderem gibt, dass der noch andere Sachen hört, die ich nicht höre, so, dass der noch etwas macht. So. Und darum braucht es halt noch ein Weile und ich muss Musik wieder noch fertig schneiden. So. Aber es ist auf jeden Fall eine professionelle Sache oder absolut nicht professionell. Ja, genau. Um das ist es gegangen. Da in diesem Video frage ich nach 1000 Likes, dann mache ich einen Song. Und ihr habt die 1000 Likes ja easy geschafft, wie man sieht. Ihr habt 1200 Likes sogar geschafft. Holy shit. Wahrscheinlich bekommt ihr jetzt so ein Musikvideo 2 Likes. Ja moin! Und jetzt habe ich eben diesen Song gemacht. Jetzt gehe ich da nochmal schnell auf Just Talk, weil jetzt kann ich da noch schnell... Ich habe ein Tattoo von dir. Ja, moin. Wenn das stimmt, schreib mir auf Instagram mit einem Bild. Ich will nämlich sehen, dass du ein Tattoo von mir hast. Das will ich sehen. Jetzt habe ich gedacht, ich mache da schnell
ich muss da schnell das Zeug auftun von diesem Song. Und zwar ist das da. Jetzt die ganze Sache auftun. Jetzt bekommen wir einen Sneak Peek. Ihr bekommt einen Sneak Peek zu sehen. Jetzt muss ich einfach schnell schauen, dass ihr da nichts Falsches seht, was ich eigentlich nicht will, dass ihr es seht. Gut, ihr seht da nicht zu viel. So, schau, jetzt kann ich da wieder auf Reaction Time. So, Leute, und zwar ist das der Gitarre-Beat. So sieht dann der Song im Fertigen mehr oder weniger aus, also so fertig aufgenommen und alles. Sieht das ungefähr so aus, wenn ich das da so habe. Genau so. Und jetzt habe ich gedacht, wir können da mal reinhören. Ihr könnt ja bitte mal eine Minutenanzahl, also die erste Minutenanzahl, die ich lese, egal, von 0 bis 4 Minuten könnt ihr eine Zeitangabe hinschreiben und ich skippe an diese Zeitangabe und lasse dort ein bisschen laufen. Vielleicht skippen wir dann so ein bisschen im Song umeinander. Danke für die Reaction vom Servervlog. Sehr gerne. Wie gesagt, geht beim Servervlog vorbeischauen. Vorher hat es zwar ausgesehen, als ob ich ihn nicht abonniert habe, weil ich gerade auf dem Inkognito-Fenster bin und darum habe ich auch kein Like können geben. Aber schaut ihr doch mal beim Servervlog vorbei. Da. Und danke für die 2 Stutz, Doni. Danke. 3 Minuten. Exakt 3 Minuten. Okay, dann gehen wir doch exakt auf 3 Minuten. Da, exakt auf 3 Minuten sind wir da. Ich gehe ein bisschen vor 3 Minuten rein. So, 3 Minuten. Das heisst, du bleibst über Nacht, wir zu zweit. Schau dir an, nein, du bist nicht die Eint. So, dann gehen wir auf 0,34. Also ich skippe jetzt auch ein bisschen durch. Ich tue gar nicht viel dazu sagen. 0,34. Zack, sind wir da. Es ist Nighttime, ich bin noch nicht bereit. Ich will nur noch die Freiheit, will doch lieber frei sein. So, da wären wir nächstes. Dann gehen wir auf 1,23. 1,23. 1,23 ist etwa da. Ja, das. Dann gehen wir auf 2,30. Oh ja, es ist jetzt eine Game Over. Habe dagegen mit Vollgas, doch an mir ist zu viel. Over. Stopp. Ja, das sind so ein paar Sneaky Peekies gewesen. 012 können wir auch noch gehen, das ist mehr das Intro. Ich kann einfach den Einstieg zeigen, wie der Song anfängt. Und zwar so. Genau, das sind so ein paar kleine Einblicke in diesen Song. Ich will gar nicht zu viel zeigen, ich zeige nur noch etwas, und zwar das. Wir kennen die, ja. Auf alles geht's Frage, doch kann ich sehen. Für was steht das Bier, nenn sie gefragt. Ich brauch noch ein Zeit, bevor ich das verrate. Uff, was ist denn das? Das sind Sneak Peeks vom Song. Ja, ich hoffe, ihr findet das nice oder euch gefällt der so ein bisschen schon. Ich weiss nicht, ob es auf Spotify kommt. Ich denke nicht, weil ich habe vor, Musik zu machen und ich will so wie Spotify auch brauchen für meine ganz ernsthafte Musik, die ich als Musiker dann will machen. Und darum so die YouTube-Musik könnt ihr gerne dann auf YouTube anhören. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen auf Soundcloud geladen. Dort heisst ich glaube auch einfach Gianmaria Finger. Das könnt ihr eingeben, dann findet mich glaube. Oder ich habe es verlinkt in meiner Videobeschreibung. Auf jeden Fall. Also da wahrscheinlich nicht, aber unter den letzten Videos oder unter der One-Hour-Song-Challenge sicher so, könnt ihr auf jeden Fall dort Musik von mir hören und auf meinem YouTube-Channel eben die YouTube-Musik, oder die YouTube-Musik, einfach die Musik. Und nachher gibt es dann noch so wie Musik von mir als Musiker. So. Also ich würde es einfach gerne trennen. So. Grüßest mich, obwohl ich Mark Galaxy-Fan bin. Ja, ich grüße dich auch dann. Du hast den Text unten rein. Also ich tue dann den Text wahrscheinlich in die Videobeschreibung oder als Kommentar dann rein. Dann könnt ihr das. Tönt nice, nicht nice. Danke vielmals. Nice, wenn kommt der Track raus. Wahrscheinlich nächsten Sonntag kommt der Track. Also da hat es schon viele positive Rezensionen, wenn man das sagt. Danke vielmals.
Was würdest du nehmen zu 100% 1000 Franken oder zu 50% 10'000 Franken? Also zu 50% 10'000 Franken sind ja 5'000 Franken und zu 100% 1000 Franken sind ja 1000 Franken. Wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin, dann würde ich wahrscheinlich zu 50% 10'000 Franken nehmen. Dann sind es 5'000. Bin ich dumm, oder? Kannst du fotografieren? Ja, ich kann fotografieren, mehr oder weniger. Ich bin jetzt nicht der geborene Fotograf, ich muss sagen so. Aber ich kann fotografieren und ich glaube, ich würde sagen, ich bin nicht jetzt mega ein guter Fotograf, weil ich mega das kann, sondern ich glaube, ich habe einfach so ein bisschen das allgemein so das Auge, was sieht gut aus, was sieht nicht gut aus, wie sieht so etwas cool aus. Ich glaube, so etwas habe ich ein bisschen. Ja. Genau. Also, ich sage, nächsten Sonntag, 19.00 schaut vorbei. Ich will es noch nicht versprechen, no fucking announcements, aber ziemlich sicher kommt es Sonntag 19.00. Das müssen wir ein bisschen schauen. Wegen Mix und Mastering. Weil ich habe da am einen Dude geschrieben und der hat mir zurückgeschrieben und er weiss nicht, ob er es bis zum Sonntag schafft. Und jetzt sind wir am Schreiben. Und wir schauen, ob das geht. Es wäre mega nice. Und dann wünsche ich euch einen ganz schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr in diesem Stream dabei gewesen. Es hat mega Spass gemacht. Ich will auf jeden Fall ein bisschen öfter streamen. Und dann, danke, dass ihr da gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und, ja, ciao. Fotografieren kannst du auf jeden Fall. Danke. Kannst mal ein paar Bilder zeigen. Ihr könnt zum Beispiel jetzt gerade auf den Nazi-Style ihres Instagram gehen, dort aber absolut nicht folgen. Und dann das neueste Bild anschauen, das habe nämlich ich gemacht, weil ich ein absolut Jog-Fotograf bin. Gut, also, macht's gut. Ich wünsche euch Stream out.